boku ścieżka, trawa wysoka, hacz knocham, a morio lutych małych kwietków. Na tamnym boku droga, tak szeroka kaj rzeka, je kruta, mocniejsza szera. Puzzle żywienia nam tysac puczo dawa maso, jeno już prawie zestajeć. Do smira, do prawego smira, Żydnie wutroba niech wiedzie nas. Do smira, do prawego smira, do lewa, do prawa, dalej runie won. Na jednym boku słońco moje pruhi w obswietleja, kiż kujś do szkuli w obejmaja. Na tamnym boku kapki, kotreż ziemiu zawodzieja, haj pokrył ciemnoty so zwala. Puzzle żywienia nam tysac puczo dawa maso, jeno już prawie zestajeć. Do smira, do prawego smira, Żydnie wutroba niech wiedzie nas. Do smira, do prawego smira, do lewa, do prawa, dalej runie won. A wutroba rozsudzić ma, hacz lubost czaha bohida. Do smira, do prawego smira, Żydnie wutroba niech wiedzie nas. Do smira, do prawego smira, do lewa, do prawa, dalej runie won. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Jurymitglieder, liebe Gewinnerinnen und Gewinner des Ideenwettbewerbs Ritz-Jasoje, liebe Zuschauer im Livestream, wir begrüßen Sie herzlich zur Prämierungsveranstaltung des Ideenwettbewerbs im Jahr 2025. Simon Heduschka hat uns gerade den entsprechenden musikalischen Einstieg gegeben mit dem Titel In die richtige Richtung. Wir freuen uns, dass der Aufruf zur Teilnahme am diesjährigen, in Folge schon dem 3. Ideenwettbewerb, wieder so gut angesprochen hat. Damit erreichen wir eine gewisse Kontinuität, die wir beibehalten wollen. Geplant ist, den nächsten Wettbewerb im Jahr 2028 durchzuführen. Wie viel finanzielle Mittel wir dann für die Preisverleihung zur Verfügung haben, ist abhängig von der weiteren finanziellen Ausstattung der Stiftung für das sorbische Volk, das heißt dem neuen Finanzierungsabkommen. In diesem Jahr haben wir Preisgelder in Höhe von insgesamt 70.000 € ausgeschrieben. Mit den Preisgeldern unterstützen wir 17 Ideen, die von der Jury ausgewählt wurden. Insgesamt haben in diesem Jahr 50 Ideen bei uns Eingang gefunden aus der ganzen Lausitz. Das Wettbewerbsmotto Sorbisch verbindet macht deutlich, welche Bedeutung die sorbische Sprache für unseren Wettbewerb hat. Die Sprache verbindet uns, sie ist Kommunikationsmittel und unser höchstes Gut. Sie ist Verbindung zu unseren Wurzeln und der lebendigen Geschichte. Solange wir unsere sorbische Sprache
in möglichst vielen verschiedenen Bereichen anwenden und dabei auch weiterentwickeln, festigen wir unsere Identität und kulturelle Entwicklung. Die Sichtbarkeit unserer Sprache kommt dabei besondere Bedeutung gut. Die Präsenz im öffentlichen Raum zeigt uns und anderen, dass wir hierher gehören. Achtung, Verständnis und Akzeptanz fördern den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und alle Maßnahmen, die dazu beitragen, sind für uns wertvoll. Die Ideenwettbewerb will motivieren, dass wir uns mit unserer Sprache und Kultur beschäftigen. Neue Ideen für Maßnahmen im Sinne unseres Stiftungszweckes entwickeln und Brücken bauen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Angesprochen sind vor allem Kommunen, Vereine, aber auch Privatpersonen und andere Träger. Auf verschiedenen Wegen wollen Sie nun als Sprach- und Kulturvermittler aktiv sein. Das ist großartig. Die eingereichten Ideen widmen sich Maßnahmen, die das Lernen der sorbischen Sprache erleichtern oder neue Wege eröffnen, um das Wissen über die sorbische Sprache und Kultur zu vermitteln. Oder auch das Einfühlungsvermögen, die Empathie zu wecken. Die Ideen kommen aus den Bereichen Bildung, Tourismus, Sport, Kunst und Kultur, aber auch aus dem Natur- und Denkmalschutz. Und die geplanten Projektorte sind Kindergärten und Schulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Kulturveranstaltungen und nicht zuletzt der öffentliche Raum. Auch Projekte im multimedialen Bereich sind geplant. Die Projekte beschäftigen sich mit der sorbischen Geschichte, mit Sagen und Bräuchen, mit traditionellem Handwerk, mit der sorbischen bildenden Kunst, der Literatur und der Musik. Und den Projektideen befinden sich Lehrpfade, Vortragsreihen, Ausstellungen, Audioproduktionen, Filme, Lieder, Bücher, Gesellschaftsspiele und Theaterstücke, andere Präsentationen von Kunst und Kultur, als auch die Produktentwicklung. Mit der Vielfalt ihrer Ideen haben sie die Entscheidung der Jury nicht leicht gemacht. Unser herzlicher Dank gilt den Mitgliedern der Jury, die die Ideeneinreichungen nach festgelegten Kriterien bewertet und damit die zu prämierenden Projekte ermittelt hat. Gern stellen wir Ihnen die Jurymitglieder vor und bitten Sie, sich kurz zu erheben. Und wir danken Dr. Anja Pohončová, Sprachwissenschaftlerin im Sorbischen Institut, als auch ehrenamtliche Vorsitzende der Marka Matica Srpska. Hanka Relcina, Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben, Wenden im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Siman Heduška, Dramaturg am Sorbischen Nationalensemble, selbst auch Musiker und Produzent, wie wir ja gehört haben. Ja, die drei haben den Juryvorsitz übernommen. Weiter danken wir Jan Bilk, Musiker, Komponist, Produzent, Musikverleger und Vorsitzender des Sorbischen Künstlerbundes. Robert Engel, vor kurzem noch Leiter des Projektes in Wertsetzung des immateriellen Kulturerbes im deutsch-slawischen Kontext, der Domowina, also das heißt in der Trägerschaft der Domowina Niederlausitz Projekt GmbH. Und aktuell studiert er Physik. Joachim Glücklich, bis zu seinem Ruhestand war er Lehrer für Russisch, Obersorbisch und Ethik sowie Philosophie
Und jetzt ist er ehrenamtlich aktiv in verschiedenen Funktionen, insbesondere im Kulturbereich der Hoyerswerda Region. Isabel Kretz, sie absolviert derzeit eine Ausbildung zur Mediengestalterin für Bild und Ton an der BTU Cottbus, Senftenberg. Sie arbeitet zudem gern an verschiedenen niedersorbischen Projekten. Ute Henschel, sie ist ausgebildete Ethnografin und seit vielen Jahren Leiterin der Schule für niedersorbische Sprache und Kultur. Jill Francis Kettlitz, sie ist Autorin, auch unter dem Namen Jilka bekannt, und Redakteurin bei der niedersorbischen Wochenzeitung Nowy Czasnik. Mila Koch, Lehramtsstudentin für Sorbisch und Deutsch in Leipzig, sie ist heute leider auch nicht da. Angela Schurmann, Lehrerin für Geschichte und Niedersorbisch am Niedersorbischen Gymnasium Cottbus. Und natürlich Lenka Thomas, Musiklehrerin im Ruhestand und ehrenamtlich aktiv auf vielen Gebieten, und sie ist Vorsitzende des Domowiner Regionalverbandes Jan-Arnold Smoller Bautzen. Wir danken, dass Sie Ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben, um die 17 Projektideen mit dem höchsten kreativen Potenzial zu identifizieren. Mit kurzen Laudationen werden Sie die Bewertung der Jury begründen und die Prämierung vornehmen. Unser Dank gilt aber heute auch dem Technikerteam um Benno Bresan, das die Live-Übertragung verantwortet und ermöglicht. Und Dank auch Beate Bresan für die simultane Übersetzung ins Deutsche. Und meiner Mitarbeiterin Anka Niemz für die Organisation des Wettbewerbes und der heutigen Veranstaltung. Wir wünschen allen Gewinnern bei der Verwirklichung des Projektes viel Erfolg und laden Sie im Anschluss zu einem kleinen Empfang ein, damit wir gemeinsam die Ergebnisse des Ideenwettbewerbes feiern können. Und bevor wir das Wort an Frau Dr. Porhonsch überreichen, erfreut uns noch einmal Siman Heduschka mit dem Lied Im bunten Haus auf dem Boot. Wypisany kiszce na czomie, so wiezemy boryce. Powatki poslibony żomie, przez kurzu a wubiny. Kaj szrybiczki luszne pod nami, se chwalimy żywieniem. Jedź lubostrza nadzieja z nami, a powyżej wesele, wesele. Jedź lubostrza nadzieja z nami, a powyżej wesele. Czumnie se nas cisze a rady, wo uns wodu so rozmówia. Rymuszko a żomiczko blady, nam k boki so towarsza. Kaj żomiczka stawa soliham, tak spunje lušivinja. Nam radost pak mysličku zbiham,
osciuposviča. Sehr geehrte Frau Mosche und Herr Kovar, sehr geehrte Teilnehmer und Gewinner des diesjährigen Ideenwettbewerbs, sehr geehrte Zuschauer im Livestream, liebe Mitjuroren und liebe Gäste. Schon die Wettbewerbe 2021 und 2023 haben gezeigt, dass es zahlreiche kreative und innovative Ideen zur Förderung der sorbischen Sprache in der Lausitz gibt. Und auch der diesjährige Wettbewerb bestätigt dies. 50 Ideen wurden in diesem Jahr aus der ganzen Lausitz eingereicht. Das heißt, 50 Projekte, mit denen sich die Jury genau beschäftigen und schließlich entscheiden musste, welche der eingereichten Projekte dieses Jahr prämiert werden. Unter den Juroren waren Neulinge und alte Hasen, also Menschen, die zum wiederholten Male die eingereichten Projekte im Rahmen des Ideenwettbewerbs bewerten sollten. Gemeinsam haben wir auf der Grundlage der von der Stiftung festgelegten Bewertungskriterien ein Scoring-Modell für die Bewertung der eingereichten Projekte erstellt. Wir einigten uns auf einen Katalog von 5 Hauptbewertungskriterien. Dabei hatte die Ausrichtung des Projekts auf die Stärkung der sorbischen Sprache und Identität in der Öffentlichkeit oder im Zusammenleben mit der nicht-sorbischen Bevölkerung bei der Bewertung doppeltes Gewicht. Denn schließlich lautet das Motto des Wettbewerbs Sprache verbindet. Bei weiteren Kriterien haben wir berücksichtigt, ob die eingereichten Projekte besonders kreativ, originell und innovativ sind, ob aus der Beschreibung deutlich hervorgeht, auf welchen Nutzerkreis das Projekt zielt, welche Methoden angewendet werden und ob das Projekt nach Ansicht der Jury tatsächlich realisiert werden kann. Weiterhin bewerteten wir den Aspekt der regionalen oder überregionalen Wirkung, wie aktuell die ausgewählten Themen sind, ob besondere Jubiläen berücksichtigt werden, ob Kooperationen vorgesehen sind oder neue Technik genutzt wird. Und zuletzt spielte die Frage der Nachhaltigkeit eine Rolle. Sind Synergien erkennbar und ist das Projekt langfristig ausgerichtet? Diese Qualitätskriterien sollten wir also mittels eines Scoring-Modells bewerten. Die Jury war, das haben Sie gehört, sehr heterogen zusammengesetzt. Dies war eine sehr gute Sache. Das unterschiedliche Wissen sowie unterschiedliche Erfahrungen der Jurymitglieder ermöglichte schließlich eine relativ ausgewogene Entscheidung bei der Punktebewertung. Dabei kannte kein Jurymitglied die Bewertung der anderen. Zunächst gingen wir gemeinsam alle Projekte durch und tauschten verschiedene Hintergrundinformationen zu den unterschiedlichen Kulturbereichen aus. Im Gespräch konnte jeder aus den Erfahrungen des anderen Jurymitglieds Nutzen ziehen. Die eigentliche Arbeit aber, das heißt die Punktevergabe anhand der Projektbeschreibung, musste jedes Jurymitglied für sich selbst leisten. Das war eine mühsame, aber auch eine sehr interessante Arbeit, denn man sieht, wo sich etwas bewegt, man erweitert selbst seinen Horizont und beschäftigt sich mal mit Themen außerhalb seines gewohnten Bereichs. Man sieht außerdem auch Bemühungen aus Regionen der Lausitz, wo die sorbische Sprache nicht so lebendig ist, wie man es vielleicht aus eigenen Erfahrungen kennt. Und jede Region hat ihre eigenen Bedürfnisse. Als Jury waren wir überrascht von der Anzahl der eingereichten Projekte.
Wir freuen uns, dass sich so viele Menschen Gedanken über Möglichkeiten machen, die Anwendung des Sorbischen in der Öffentlichkeit zu unterstützen und zu stärken. Im Namen der Jury möchte ich mich bei dieser Gelegenheit herzlich bei Anka Nimzec bedanken. Als Verantwortliche seitens der Stiftung für den Ideenwettbewerb hat sie die notwendige Verwaltungs- und Vorbereitungsarbeit übernommen, die Übersicht der Projekte zusammengestellt, Einladungen und Protokolle geschrieben. Dafür dir herzlichen Dank. Nun aber genug der einleitenden Worte. Wir beginnen mit der Preisverleihung. Dazu übergebe ich der Co-Vorsitzenden der Jury, Hanka Relzener, das Wort. Wir beginnen mit der Anerkennung der Ideen mit einem Preisgeld von 1.000 €. Für die Prämierung haben wir die Projekte ausgewählt, die vielleicht im Kleinen beginnen, aber mit viel Kreativität und Leidenschaft viel bewirken. Liebe Gäste, liebe Mitglieder der Arbeitsgruppe PAKU, in Panschwitz-Kuckau entsteht ein neuer Treffpunkt, ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, ein Ort, an dem man Sorbisch hört, sieht und erlebt. Die Gruppe nennt das Projekt vom Realen zum Digitalen. Das passt sehr gut. Es geht um Begegnungen, um Gespräche, um neue Ideen. Sie sollen aufzeigen, wie lebendig die sorbische Sprache ist. Das Sorbische soll sichtbar bleiben, im Dorf, aber auch online. Solche Projekte brauchen Mut. Sie brauchen Menschen, die an ihre Kultur glauben. Die Arbeitsgruppe zeigt genau das. Sie baut Brücken zwischen den Generationen. Und sie tut das mit Herz, mit Verstand und Fantasie. Das Preisgeld ist vielleicht klein, aber die Idee ist groß. Sie hat Zukunft. Sie stärkt das Sorbische im Alltag. Herzlichen Glückwunsch für die Idee und den heutigen Preis. In Schorbus haben schon längst die Vorbereitungen für ein besonderes Jubiläum begonnen, das sie dort nächstes Jahr feiern wollen, nämlich den 800. Geburtstag des Dorfes. Dafür wird eine multimediale Ausstellung zusammengestellt, mit der sie den Einwohnern von Schorbus und deren Gästen die Dorfgeschichte näherbringen und auf die wendischen Wurzeln des Dorfes verweisen wollen. Denn, um nur einen interessanten Fakt zu nennen, wer weiß denn schon, dass unter den einstigen Bewohnern des Ortes einer war, der bis heute einen sorbischen Rekord hält? So erfahren wir aus einem Instagram-Beitrag in der Rubrik Klüger mit der Mačica, dass Kito Schweller, der seit 1866 in Schorbus als Lehrer wirkte, über 50 Jahre die wendische Wochenzeitung Bramborski Časnik redigiert hatte. Wahrscheinlich ist das sogar ein sorbischer Superrekord. Die Ausstellung möchte aber nicht nur Fakten in analoger und digitaler Form vermitteln, sondern auch die sorbische Sprache wird einbezogen. Wendische Worte werden ihren Platz auch bei der feierlichen Ausstellungseröffnung haben, die zu Beginn eines wendischen Jahres in Schorbus mit verschiedenen Angeboten für Jung und Alt stehen soll. Mit der Preisverleihung im Rahmen des Wettbewerbs Sprache verbindet wollen wir diese Bemühungen um das Sorbische in einer Region, wo die sorbische Sprache nicht mehr Teil des Alltags ist, unterstützen und fördern. Wir gratulieren dem Förderverein Schorbus ganz herzlich zur Würdigung des Projektes Wendisches Schorbus – Multimediale Ausstellung zum 800. Jubiläum mit dem Preisgeld und wünschen den Ausstellungsgestaltern viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer Idee sowie weitere Sponsoren.
Na, wie wäre es mit einem Wissenstest? Seit wann gibt's denn Bierdeckel? Oder Untersetzer? Haben Sie schon gewusst, dass es im 16. Jahrhundert die ersten Deckel für Bierkrüge gab? Um 1880 hat Friedrich Horn aus Magdeburg den ersten produkten Bierglasuntersetzer aus Pappe hergestellt. Der clevere Dresdner Kaufmann Robert Spruth meldete es als Patent an. Material ist ein getrockneter Papierbrei, runde Standardgröße 110 mm und 1,5 mm dick. Ab den 1920er Jahren kamen englische Brauereien auf die Idee, Bierdeckel als Werbefläche zu nutzen. Heute dienen sie neben ihrem ursprünglichen Zweck auch als Sammelobjekt oder sogar als Abrechnungsgrundlage. Und haben Sie schon gewusst, dass eine geringe Menge Alkohol beim Sprachenlernen helfen kann? Sie senkt Hemmungen, das ist erwiesen, und reduziert Sprachangst. Das dachte sich auch Silvia Rexova. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen des niedersorbischen Sprachkurses aus Jenschwalde möchte sie die Sprache gern zurück in die Gasthäuser bringen. Hierzu sollen die Bierdeckel beidseitig bedruckt werden, sodass Gäste auf Niedersorbisch oder Deutsch bestellen können. Und das Ganze kann durch Trinksprüche und Alltagsfloskeln erweitert werden. Die Gaststätte Zur Linde in Jenschwalde konnte schon als Kooperationspartner gewonnen werden. Ich freue mich auf die erste Einladung zum Bier mit raffiniertem Untersetzer. Dort, wo die Sprache sich mit Musik und Gesellschaft verbindet. Die sorbische Gruppe Holaski stellt euch vor, wir mussten kurz einen Wechsel vornehmen. Ihr sitzt zu Hause auf dem Sofa eures besten Freundes oder zu Hause und plötzlich beginnt jemand zu spielen. Unplugged. Und das ist Taylor Swift. In unserem Fall ist das vielleicht eher Helena Heduschka. Ja, jedenfalls so laufen Tiny Desk Konzerte. Wir erleben Melodien, die wir so noch nie erlebt haben, und sorbische Musik ganz live. Und die jungen Musikerinnen und Musiker stellen sich auf eine Bühne, zwar klein, aber eben tiny, und sie spielen solo oder in kleinen Gruppen und zeigen, wie vielseitig und überraschend die sorbische Musikwelt ist. Die Konzerte werden aufgenommen, fotografiert und gefilmt. Und so können wir sie uns jederzeit noch einmal anhören und mit anderen teilen. Das Projekt zeigt, dass auch kleine Bühnen weit strahlen können. Lieber Jan, vielen Dank für die wunderbare Idee und viel Glück. Nochmal kurz kontrollieren, dass alles stimmt. Noch nicht? Jetzt. Dort, wo sich im Verein Sprache und Musik treffen, dort ist die sorbische Identität sichtbar und hörbar. Die Musikgruppe Holaski zeigt mit ihrem Projekt, was Begeisterung und Liebe zur eigenen Sprache und Heimat bedeuten. Für die Fußballmannschaft der Sportgemeinschaft Crostwitz soll nämlich eine neue sorbische Hymne entstehen. Und das ist mehr als nur ein Lied.
Es ist ein Bekenntnis zu den eigenen Wurzeln und zur sorbischen Sprache in der Mannschaft. Gerade weil die sorbischen Sportler auf den Fußballfeldern immer wieder mit Vorurteilen und Hetze konfrontiert sind, antwortete die Gruppe mit Herz, mit Mut und Kreativität. Die Hymne lädt besonders Fremde ein, die sorbische Sprache zu hören, zu spüren und vielleicht sogar mitzusingen. Ich freue mich, dass mit dem Preisgeld ein Lied produziert werden kann, um in Crostwitz und andernorts zu klingen und stolz zu erzählen, wer wir sind. Weiter ehren wir eine Idee, die besonders gut präsentiert, wie Sprache verbinden kann. Und das schon in den ersten Lebensjahren. Im Titel Pisch, Pschiaschel Pisch, Schreib, Freund, schreib, hat Lisa Wimmer ein zweisprachiges Freundschaftsbuch für Grundschüler entwickelt, das spielerisch zur Sichtbarkeit, Wertschätzung und aktiven Nutzung der Sprache beiträgt. Das Buch vereint Vertrautes mit Neuem. Es greift klassische Formate auf, wie das Freundschaftsbuch, also ein Format, das jedes Kind kennt, und verbindet es mit modernen, genderneutralen Illustrationen, kulturellen Impulsen und gibt Raum für viel Kreativität. Hier wird Sprache nicht gelernt, sondern erlebt. Kinder schreiben, malen, kleben und entdecken dabei, dass Zweisprachigkeit etwas Schönes und Selbstverständliches ist. Pisch, Pschiaschel Pisch schafft einen Raum, in dem Deutsch und Niedersorbisch gleichberechtigt nebeneinander stehen, auf der gleichen Ebene. So wird Freundschaft zur Brücke zwischen den Sprachen. Die Jury war überzeugt von der Schlichtheit und Originalität des Konzepts, von seiner pädagogischen Tiefe und der großen Nähe zur Lebenswelt der Kinder. Es ist ein liebevoll gestaltetes, nachhaltiges Projekt, das kulturelle Vielfalt feiert und den Alltag in den Schulen der Niederlausitz bereichern wird. Die Idee ist nicht nur kreativ, sie ist auch zukunftsweisend. Herzlichen Glückwunsch. Für die Entgegennahme der Prämierung in Höhe von 1.000 Euro bitten wir nach vorn Jan Jeschka für die Ideenreichung von Bogna Koring aus Panschwitz-Kuckung, Sophie Redl für den Förderverein Schorbus, Silvia Rex aus Jenschwalde für die Bierdeckel, Jan Rucher aus Dier für die Tiny Desk Konzerte und Kita Mark für die Einreichung von Josef Donath zum Lied für die sorbische Sportgemeinschaft Crostwitz. Smitovanskimi peniazami od 3500 euro hodnočimy 4 projekty, któreż przekwapia, zabawia, informuje, a przy tym zawieszcze, weselowo obradza. Mytujemy projekt Czara serbskich śpiewów na sledach serbskich śpiewów ideju Walburgi Wałdzic. Zakładna idea projekta je, że zaklinča serbskie śpiewy na zjawnych miestach we Łużycy mienie bole spontane, niekak tak, kaž co to przy oblubowanych flashmob przedstajenach praktykuje.
Žonski ansambl Jarobinka poda so na puć od Budyšina do Białej Wody, dalej przez Lepo do Kočebuca, aż do jednotliwych wiersków Delnie Łužice. Na tutej czarje przygotuja so stacje, na których zachodzi Jarobinka z krótkim programem. Stacje może być dworniszczo, albo namiesto przed kupnicu, albo galeriu, albo w cyrkwi, albo drugie w obydleriu silniejszo frekwentowane miestna. Równie tak chodzi so do planowanej czary zaprzeć śpiewanie w czahu, albo bucu, albo na zariadowaniu towarstwa, albo samoposiedzeniu zarядnickiego gremia. Zestawa programa zwozuje so przeważnie na śpiewy, któreż pokazują z odpowiednie kończyny, w których chór runie pozostanie. Zamiar projekta je sketchnić bez wiele przeważnie niemskorycznych w obydleriu przyposłuchariu na serbski siedlinski rum, Und auf na die serbski kolumnie, runie, sorbischen Wurzeln. Publikum Das Publikum mit Hilfe aufgestellter Plakate wird über die Kunstrute und die uralte sorbische Verbundenheit der Ober- und Niederlausitz informiert. Dem Ensemble Jarobinka mit Sängerinnen aus beiden Teilen der Lausitz ist das Kennenlernen und die Präsentation des sorbischen Liedgutes aus allen Gegenden der Lausitz eine Herzensangelegenheit und zugleich große Freude. Wir gratulieren zur Verleihung des Preises. Ich muss mich kurz entschuldigen, ich hatte vergessen, auf Senden zu drücken. Der Techniker ist mir zu Hilfe gekommen. Mit großer Freude können wir heute ein Projekt ehren, das uns auf eine außergewöhnliche Reise durch Zeit, Klang und Identität mitnimmt. Mit Popopakash Vgoli hat Konstanze Kuschka einen sorbischen Podcast entwickelt, der die Entwicklung der niedersorbischen Sprache als fiktive Zeitreise erzählt. Der Podcast erzählt in 4 Zeitebenen von 1885 bis 3050 eine eindrucksvolle Erzählung über kulturelles Erbe und sprachliche Zukunft. Im Laufe des Podcasts hören wir alte Aufnahmen von früher, treffen auf Aktivisten eines Sprachnests in der DDR und begleiten Forscher der Zukunft, bis wir in einer Welt ankommen, in der Sorbisch zur globalen Hauptsprache geworden ist. Diese kreative Umkehrung der sprachlichen Machtverhältnisse öffnet den Blick für den Wert von Minderheitensprachen. Das Projekt regt dazu an, über kulturelle Identität, Erinnerung und Zukunft neu nachzudenken. Die Jury war beeindruckt von der Originalität, der erzählerischen Tiefe und konzeptionellen Reife dieser Idee. Sie verbindet ästhetische Innovation mit sprachlicher Bildung, historische Recherche mit utopischer Fantasie und macht die sorbische Sprache hörbar, fühlbar und lebendig. Besonders hervorzuheben ist auch die klare Struktur der Konzeption. Gemeint sind die sprachliche Steigerung über die Zeitebenen hinweg, das durchdachte Sounddesign, die geplante Zusammenarbeit mit den Muttersprachlern und die Nachhaltigkeit des digitalen Formats. Mit Popopakash Vgoli gelingt es Konstanze Kuschka, Vergangenheit und Zukunft, Forschung und Kunst zu vereinen. Das ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie Menschen und Sprache miteinander sich verbinden. Herzlichen Glückwunsch zur Prämierung der herausragenden Idee. Ein Preis für einen sehr unterhaltsamen Film. Vermutlich surft jeder von uns gern im sorbischsprachigen Internet und verweilt manchmal auf den Seiten des Vereins Serbska Muria, Sorbische Mauer, die sich Staviznak nennen, Geschichtenschreiber oder Geschichtsschreiber.
wo auf lockere und unterhaltsame Weise sorbische Persönlichkeiten oder Ereignisse vorgestellt werden, die einmalig sind und sich durch die unterhaltsame Darstellung gut einprägen. Fast jeder kennt die Szenen mit den mutigen, nicht genannten Nuldnitzer und dessen Auseinandersetzungen mit dem Pfarrer Juri Zisch unter dem Titel „Gereitet wird aber“ oder die lustigen Ausführungen im kleinen Film „Muka liči Serbo“, Muka zählt die Sorben, wobei auch manchmal die Kühe Hilja, Heinschka und Jana mitgezählt werden. Das ist eine humorvolle Auseinandersetzung mit der sorbischen Geschichte, immer pointiert und zudem lehrreich. Und nun will der Verein Srpska Moria anlässlich seines 10. Geburtstages im kommenden Jahr sich selbst und Freunden mit einem besonderen Geschenk Freude bereiten, und zwar mit einem neuen, etwas längeren, unterhaltsamen Film über die sorbische Geschichte. Der Verein Srpska Moria nennt sich auch Sorbischer Verein für Bildung und Klamauk, womit der Anspruch erkennbar wird, jung und alt zu bilden, aber gleichzeitig auch zu unterhalten. Allein die ernsthafte Beschäftigung mit der Geschichte führte bisher im Allgemeinen nicht zu guten Geschichtskenntnissen. Neue Wege sind gefragt. Eine Möglichkeit bietet das Projekt Stavisnak, Geschichtsschreiber, mit seiner unterhaltsamen Art, Geschichte zu vermitteln. Den Prämierungsbetrag des Ideenwettbewerbs wollen die jungen Sorben um Kira Rehoretz in einen längeren Film, der sich mit der Einwanderung der Sorben in der Lausitz beschäftigt. Das ist ein anspruchsvolles Vorhaben, und sie wollen zeigen, dass sorbische Geschichte, Humor und moderne Medienarbeit zusammenpassen. Wir gratulieren und wünschen dem Verein Srpska Moria und wünschen den Enthusiasten um Kira Rehoretz bei der Produktion des Filmes viel Freude und Erfolg. Ich stelle eine neue Preisträgerin vor, und das ist Sastia Bugay, die derzeit im Projekt Soria intensiv Sorbisch lernt. Ihre Idee strahlt vor Weihnachtszauber und Liebe und wird sicher das eine oder andere Herz erobern. Przez Advent Syrium. Ein Lied bringt Sprache, Geschichten und Zauber in die Adventszeit, heißt das Mitmachprojekt, das sie sich ausgedacht hat. Es richtet sich an Familien, an Kindergärten, Schulen und handelt von einem Lutk, einem Zwerg, der hinter einer kleinen Tür wohnt und über die Weihnachtszeit in die Häuser einzieht. Er kommt aus der Lausitz und bringt täglich vom 1. bis zum 24. Dezember Briefe in Niedersorbisch und Deutsch mit Aufgaben oder Impulsen, Sagen, Geschichten, Rezepten, Liedversen und einfachen Anleitungen zum Selbermachen. Jeder, der Juri zur Weihnachtszeit einladen will, kann alle Materialien online ab Advent 2026 ausdrucken. Außerdem gibt es eine gewisse Anzahl an Starter-Sets, bestehend aus einer Wichteltür und einfachen Accessoires zum Dekorieren. Mir gefällt der spielerische und kindgerechte Ansatz der Idee sehr. Vielen Dank für Ihre Wettbewerbseinreichung. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei der Umsetzung. Zur Entgegennahme der Prämierung in Höhe von 3.500 € bitten wir nach vorn, also ihr wisst, Theresa Krüger
für Walburga Walde aus Leipzig, Konstanz Kuschka aus Dissen-Strisow, Florian Kieslich für die Gruppe um Kira Reho und Saskia Bugay aus das Projekt Povetka Syrium. Und schauen wir auf das Preisgeld 5.000 €. Wir zeichnen hier 4 Projekte aus, die die sorbische Sprache über erzählte, geschriebene und visualisierte Geschichte nicht nur in den Alltag, sondern auch in die Öffentlichkeit bringen. Die Audioformate sind zukunftsweisend. Im Projekt des sorbischen Kulturtourismus ist das Audioformat zugleich eine Brücke zum sorbischen Kulturerbe. Ihre Idee ist, sorbische Sagen, die in alten Büchern schlummern, durch den Ton neu mit Leben zu füllen und digital zugänglich zu machen. Auf diese Weise kann die jüngere Generation sicherlich gut erreicht werden. Und unserer Jury gefällt besonders, nämlich, dass die Sagen in 3 Sprachen bereitgestellt werden, auf Obersorbisch, Niedersorbisch und Deutsch. Der Kulturtourismus hat erkannt, dass zum Beispiel die vorliegende niedersorbische Version der Sagen nicht mehr zeitgemäß ist. Deshalb wollen sie ausgewählte Texte überarbeiten, neu übersetzen und dann professionell aufnehmen. Das Ergebnis unter dem Titel Sorbische Sagen hör- und erlebbar machen, 3-sprachige Audioproduktion regionaler Sagen, wird dann kostenlos auf der Webseite des sorbischen Kulturtourismus zur Verfügung stehen. So wird ermöglicht, dass die Wissensvermittlung vielseitig stattfindet, in Schulen ebenso wie über QR-Codes im öffentlichen Raum oder auf Spielplätzen, als auch touristische Hörangebote soll es geben. Auf eine solche Bereicherung für die Verdeutlichung der Mehrsprachigkeit der Lausitz freuen wir uns. Ich kann jetzt hier stehen bleiben und kann weitermachen. Und ich freue mich besonders, die nächste Gewinnerin vorzustellen, Emily Barthold. Als Künstlerin Sigiko erschafft sie unter anderem sorbische Kunstwerke im Manga-Stil. Ihre selbstgeschriebene Geschichte, Der gestohlene Schatz, wurde erfolgreich zur Spreewalder Sagennacht 2025 aufgeführt und soll nun aufgeschrieben werden in Form eines Mangas. Das Genre des japanischen Comics macht das Sprachenlernen und auch das Lesen sehr attraktiv und einfach. Es enthält wenig Text und viele Bilder. Sigiko stellt in ihrem Manga die sorbische Kultur dar. Die Übersetzung des Textes ins Niedersorbische übernimmt Wenke Nebatz und die Übersetzung ins Obersorbische Lubina Hajduk-Velikovic. Das Endprodukt wird kostenlos und dauerhaft online zur Verfügung gestellt, wird als Printprodukt an Schulen verteilt und in ausgewählten Bibliotheken ausgelegt. Für Kinder und Jugendliche finden wir die Idee besonders ansprechend und modern
und halten den Comic schon jetzt für eine wertvolle Bereicherung der sorbischen Literatur. Wundervoll, dass die Idee mit einem Preisgeld des Wettbewerbs gefördert wird. Viel Freude bei der Realisierung. Sagen, erzählen über Böses und Gutes, über kluge Wesen und geheimnisvolle Kräfte. Und manchmal auch vom frechen Wassermännern, die gern mal durch die Klasse springen würden. Für Kinder sind diese Geschichten mehr als Worte. Sie öffnen Türen zu anderen Welten, lassen sie staunen, lachen und schnell sind sie Teil eines Abenteuers. Die Panschwitzer Grundschule will diese alten Geschichten zum Leben erwecken. Mit dem Bucki-Hörstift bekommen die Figuren eine Stimme. Die Mittagsfrau flüstert ihre Geschichten, der Lutz singt sanft Lieder und Krabatsch stellt heikle Fragen. Und das Gebäude der Schule ist plötzlich ein Spielplatz. Lernen wird zur Schatzsuche und Sagen werden zum Abenteuer. Herzlichen Dank an den Förderverein der Schule für die Idee, die Fantasie der Kinder nicht nur durch das Bücherlesen anzuregen, sondern auch durch die Flure der Schule tanzen zu lassen. Und das, damit die sorbische Sagenwelt auch Schülerinnen und Schüler anderer Schulen zugänglich gemacht werden kann. Lesen bildet. Und es kann ein wunderschönes Hobby sein. Beide Aspekte sind von Vorteil, wenn es um das Sprachenlernen geht. Die Idee für das Projekt Belletristik für erwachsene Lernende der niedersorbischen Sprache hat die 27-jährige Charlotte Kuschke eingereicht, die als Dozentin an der Schule für niedersorbische Sprache und Kultur arbeitet. Täglich ist sie mit der Bildung erwachsener Lernender konfrontiert, aber schon vorher, während ihres Studiums, kam ihr der Gedanke, dass den Erwachsenen etwas fehlt, was Kinder in sorbischen Schulmaterialien längst haben, nämlich sorbische Texte, die ihrem Sprachstand entsprechen. Deshalb möchte Charlotte ein Buch für erwachsene Lernende herausgeben mit Geschichten einiger Autoren und Autorinnen, die sich am Sprachniveau A1 und A2 orientieren. Den Inhalt sollen erwachsene Themen wie Liebe und Krimi bilden. Denn Charlotte Kuschke ist überzeugt, dass es auch wichtig ist, dass die Lektüre Freude bereitet, und die Jury ist davon überzeugt, erwachsenen Lernenden spannende Literatur anzubieten, ist etwas, was nicht fehlen darf, wenn wir die niedersorbische Sprache revitalisieren wollen. Wichtig ist ein gutes Lektorat und das auf exzellente Sprachqualität geachtet wird. Dann wird es ein herausragendes, äußerst hilfreiches, wertvolles Material. Wir gratulieren. Zur Entgegennahme der Prämierung in Höhe von 5.000 € bitten wir nach vorn Franz Golchert für den sorbischen Kulturismus, Charlotte Kuschka aus Cottbus für das Projekt Belletristik für erwachsene sorbisch Lernende und für Eleni Barthold übernimmt es Schill Kettlitz und Lorenz Jankowski für den Förderverein der sorbischen Grundschule in Panschwitz-Kuckau. Ja, Charlotte Kuschke übernimmt auch den Preis für Emily Barthold entgegen. Und zum Schluss prämieren wir 3 Ideen mit einem Preisgeld von 10.000 €. Wir ehren ein Projekt, das langfristig für die regionale Stärkung
der sorbischen Sprache und Kultur wirkt und Menschen. Es will digital Sorbisch und Deutsch durch das sorbische Siedlungsgebiet führen. Und wir prämieren ein Projekt, das in einer Gemeinde, wo die sorbische Sprache und Kultur schon verwunden zu sein scheint, an alte Traditionen anknüpft. Als Jurymitglieder freut es uns immer wieder, wenn uns Projektideen aus Orten erreichen, in denen die sorbische Sprache und Kultur eben schon längst verloren und verschwunden zu sein scheint. Der Ideenwettbewerb der Stiftung für das sorbische Volk bietet solchen niedrigschwelligen Projekten zur Neustiftung bzw. Wiederentdeckung der sorbischen wendischen Identität tolle Möglichkeiten. Neustart. So bezeichnet sich eine Initiative des Fördervereins des alten Pfarrhauses Großdöbbern. Welcher Start ist aber gemeint, welcher Neustart? Besucht man die Internetseite des Ortes, stößt man auf eine aktive Dorfgemeinschaft, die in den letzten Jahrzehnten nicht nur viel zur Verschönerung des Dorfbildes, sondern auch zum gemeinsamen kulturellen Leben beigetragen hat. Was bisher fehlt, ist die Auseinandersetzung mit den sorbischen, wendischen Wurzeln des Ortes. Nun möchte sich diese fleißige Gruppe um die Ortsvorsteherin Steffi Dubrau auf den Weg machen, um dies zu ändern. Geplant sind verschiedene kulturelle Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten. Workshops, Vorträge, Konzerte, Lesungen und Filmabende. Wir wünschen für diesen Neustart Erfolg, viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und möge dieses Projekt ein Auftakt sein für weitere Initiativen, damit auf den Internetseiten des Dorfes auch die wendische Tradition wieder sichtbarer wird. Herzliche Gratulation. Wenn Tradition auf moderne Technik trifft, bekommt unsere Sprache eine lebendige Zukunft. Mit seinem digitalen und mehrsprachigen Point of Interest, kurz POI-Führer, eröffnet Daniel Mirczink neue Wege, wie die sorbische Sprache und Kultur erlebt werden können. Besondere Kultur- und Sprachorte wie Wegkreuze, Kirchen, Denkmäler und so weiter werden damit belebt und bekommen die Chance, uns ihre Geschichten zu erzählen. Durch beispielsweise QR-Code erhalten Gäste und Interessenten direkten Zugang zu medialen Inhalten, die über Sprache und Kultur in Ton und Bild informieren. Besonders informativ ist, dass sorbischsprachige Inhalte auch in anderen Sprachversionen sichtbar und hörbar sein sollen. So entsteht die Möglichkeit der Begegnung anstelle von Distanz. Das Projekt verbindet die digitale Welt mit dem kulturellen Erbe. Und so freue ich mich sehr, dass mit dem Preisgeld die sorbische Sprache noch weiter hinaus in die Welt getragen werden kann. Vutrobitschojske, Batschojski, Vulki Putnik oder Husatze Jasic. Wüssten Sie, wie das auf Deutsch heißt? Ich ehrlich gesagt nicht. Vutrobitschkojce, Batschojski ist das Hirtentäschel, Vulki Putnik der Breitwegerich und Husatze Jasic der Spitzwegerich. Als Mitglied der Wettbewerbsjury hatte ich die Ehre zu urteilen, besser gesagt darüber zu entscheiden, welche Projekte am meisten überzeugen. Schon beim ersten Lesen des Projekttitels, Sorbisch, Sprechendes Gärtlein, wurde ich besonders neugierig. Ich fragte mich, was sich dahinter verbirgt. Beim weiteren Lesen wurde mir klar, das ist mehr als ein Schulgarten. Pflanzen, Obst oder Gemüse anzubauen und zu ernten, das war während meiner Schulzeit in Reckelwitz selbstverständlich. Aber wie mit einem Garten Sorbisch sprechen?
liebe Radiborer. 4 Bereiche sind die Grundlage für euer sorbisch sprechendes Gärtlein. Der erste Bereich ist die Natur, das heißt das Kultivieren regionaler und nützlicher Pflanzen, Kräuter und Sträucher, von Blumen in sorbischen Farben und der Bau eines Insektenhotels. Der zweite Bereich bezieht sich auf das Lernen. Alles wird grundsätzlich sorbisch benannt, wird auf zweisprachigen Tafeln zu lesen sein. Dazu kommen sorbische Redewendungen, Gedichte, Lieder und Sprichwörter zu den Jahreszeiten. Es entsteht eine Wand mit Lernmaterial, Rezepten und so weiter. Der dritte Bereich bezieht sich auf die Kommunikation. Im Mittelpunkt des sorbisch sprechenden Gärtleins wird ein Pavillon stehen, wo Unterricht, aber auch lockere Gespräche stattfinden können. Sehr wichtig finde ich auch den 4. Bereich für regionale Kultur mit kleinen Kunstwerken, Figuren und Persönlichkeiten der Region um Radibor, Steinen und Metallschildern. Für den Aufbau dieses Gärtleins werdet ihr eine Arbeitsgruppe gründen. Aber was wäre solch ein großes Projekt ohne externe Berater und Helfer? Diese gemeinsame Arbeit am Projekt wird den Zusammenhalt der Radiborer Bürger, die eure Schule unterstützen, stärken. Ich war von Anfang an sehr von diesem Projekt überzeugt, von der Entstehung eines neuen sorbischen Sprachraums. Bevor euch das Preisgeld überreicht wird, vielleicht noch ein Hinweis, aufbauend auf meiner 42 Jahre langen Erfahrung als Lehrer, davon 35 als Leiter von Oberschulen. Ihr habt heute schon den 2. Schritt gemeistert. Die Ideenfindung war der erste Schritt. Der zweite, die Finanzierungssicherung. Einen Grundstock dafür habt ihr nun. Jetzt folgt die größte und entscheidende Aufgabe, die Umsetzung, Pflege und der Ausbau der Idee sorbisch sprechendes Gärtlein. Liebe Anwesende, und vergesst nicht, dass Utrobitschkoite Watschoschki der sorbische Name für Hirtentäschel ist. Ich wünsche den Radiborn dafür viel Erfolg und Gottes Segen auf den Weg. Zur Entgegennahme der Prämierung des Preises in Höhe von 10.000 € bitten wir nach vorn Steffi Dubrau, auch Daniel Mirtsching aus Salzenvoss für das Projekt Sorbpoi und Diana Wotscher und Angela Rünsch für die sorbische Schule Radibor. Ja, wir sind am Ende unserer Prämierung angelangt. Wir haben heute viele gute Ideen gesehen und Menschen kennengelernt, die sich für die sorbische Sprache einsetzen. Wir danken der Stiftung für das sorbische Volk für die Ausrichtung des Wettbewerbs. Wir danken allen Unterstützern des Wettbewerbs und der Prämierungsveranstaltung und danke an die Zuschauer des Livestreams für ihr Interesse. Unser besonderer Dank gilt aber allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Wettbewerbs. Herzlichen Dank für eure Ideen. Allen Prämierten noch einmal herzlichen Glückwunsch. Ich danke auch meinen Kolleginnen und Kollegen von der Jury für die angenehme Zusammenarbeit. Ich wünsche uns allen weiterhin viel Erfolg und Freude bei der Gestaltung einer lebendigen sorbischen Zukunft. Für den Empfang nach dem letzten Musikstück
wünsche ich Ihnen allen gute Gespräche. Lieču jako moda holca, chodžu blízkým rybníkam. Worywam so pruach słońca, a si strawu poszeptam, gdyż so nale gdyż się przybliża, se ze słońcem rajkaja. Kłonia so k nam z niebia dele, pisane mi tuczele. Tucze, rjane barby masz, tucze, kotru z nich mi dasz, z nim si prošu, gdyż się okoszu, ci najręcze upytać. Daj mi tucze, barbu modru, przeto świm to swiraje. Prošu ty švo barbu červenu, kotra slavi ljubosće. Podam opak, pytam bivu, bo u želju nie widzę. Barby modru czerwienu ja najbole lubuju. Tucze, rjane barby masz. Tucze, kotru z nich mi dasz, z nim si prošu, gdyż cię w okoszu ci najręcze upytać. Tucze, rjane barby masz. Tucze, kotru z nich mi dasz, z nim si prošu, gdyż się w okoszu ci najręcze upytać. Z nim si prošu, gdyż się w okoszu ci najręcze